Gute Morgen und herzlich willkommen bei Kurioses am Natur- und Geopark, einer Serie, wo wir euch kurz und knackig interessant und wenig bekannte Fakten über den Natur- und Geopark Möllerdal verraten. An unserer ersten Episode lernen wir ein bisschen etwas über Moser auf Haaren. Moser auf Haaren sind Sporepflanzen, die bei hoher Luftfeuchtigkeit und wenigen Temperaturschwankungen gut gedeihen. Mit seinen vielen Felsformationen aus Sandstein ist die Möllerdal-Region ein perfekter Lebensraum für sie. Rund 400 Mooszuchten gibt es hier in der Region, das ist ein Fünftel von allen Arten, die in ganz Europa gehen. Von all diesen Arten ist eng besonders faszinant: der Lichtmoos. Der Vierkeim von dieser Zucht kann nämlich, wie Katzen an, Blut reflektieren. Auch an puncto Fahren haben wir ein paar außergewöhnliche Vertreter in der Region. Wie diesen Hai, mit dem witzigen Namen Hirschzong. Auf Französisch wird diese Feder noch nach Scolopendre genannt, was 100-Füßler bedeutet. Wenn man sich die Anordnung der Sporenbehälter auf der Innenseite der Pflanze anguckt, da kann man ganz genau erkennen, wie was zu diesem Namen gekriegt hat. Wennst seine Artenvielfalt ist der Natur- und Geopark Möllerdal ein Botaniker schon seit über 200 Jahren über die Grenzen heraus bekannt. Seit den 1980er Jahren sind Moser und Fahren auf dem Lützbauer Sandstein geschützt. Dafür ist es enorm wichtig, auf der Wanderwehr zu bleiben und das möglichst nicht zu verlassen, für das als kleine Mitbewohner nicht zerstört gehen. Das war es dann auch schon mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr könnt etwas dabei lernen und freue mich, euch die nächste Mal begrüßen zu dürfen.